Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Kann ich von behilflich sein? Das kannst du, indem wir von dort aus zum Spielplatz gehen. So, gucken wir uns das doch mal an. Ach ja. Bis dann. Bis dann. Ich finde das so großartig, allein schon wie der sich bewegte, Jimmy. Ach, herrlich. So. Und bin ich immer gespannt, was auf dem Spielplatz auf uns zukommt. So, wo sind sie dann? Wo sind sie dann, die Buwer? Da sind sie. Wir haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Oh je. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? Wahrscheinlich gibt's einen Hinterhalt. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ja. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Toolshed. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Endlich Du bist Stan. ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Sehr cool. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Freedom Pass, antreten. Civil War 2 hat begonnen. Okay. Ich glaube, da haben wir definitiv ein gutes Team. Die Freedom Pals, das mal sogar mit Timmy. Huiuiui, Dr. Timothy ist durchaus ziemlich harte Gegner. Toolshed ist jetzt mal neu dabei statt Wundertweak. Tupperdose kennen wir ja schon. Mysterion ist ziemlich heftig. Keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Ja, die sind schon ziemlich stark. Ich erinnere mich an unser erstes Zusammentreffen. Das war echt heftig. Nee, da kommen wir noch nicht dran. Da müssen wir uns hier erst einmal... Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich mag aber auch die Musik gegen die... Uiuiui. Chirurgischer Präzision. So, dann stellen wir doch hier mal unser Ding auf. Jetzt haben wir ja die neue Sache als Gadgetmeister. Wie er so stolz guckt. Und sehr schön, in einer Linie macht es die Gegner platt. Das ist natürlich sehr gut. Gefällt das? Ja, mir gefällt das auch. Oh, der hat sich wegteleportiert. Auf ein anderes Feld. Hallo. Gut, Captain Diabetes for the win. Nee, da können wir jetzt auch nichts machen. Gut, dann müssen wir erstmal hier abwarten. Timmy. Was macht denn der jetzt? Oh, da hat ein paar... Gegen Dr. Timothy zu kämpfen ist ein gewaltiger Fehler. Ja, der hat jetzt ein paar Kindergartenkinder als Schutzschild oder als Minions beschworen. Was war jetzt so die Mikroaggression? Aber egal. So what? Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Und, ja, dann kennen wir schon den Angriff. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Ansteckungszeit! Dann nehmen wir doch mal ihn in die Zange. Oh, das sieht gut aus. Es ist Blut! Du solltest Sehr dein schön. Mundrohr-Ding ab und zu echt mal desinfizieren. Kuhn auf der Jagd. Und Mysterion können wir schon platt machen. Und ausgerechnet vom Kuhn. Gemacht von Kuhn and Friends. Mein Werkzeug ist bereit. Ui. Nicht schlechter Angriff.
dich. Na gut, dann... Ja, das sieht auch ganz gut aus. Und... Zack, dann schocken wir ihn zumindest mal ab. Damit er auch permanent Schaden abkriegt. Ja, das konnte auf der Linie jetzt leider nichts mehr machen. Und... Ne, machen wir es so. Er kann sich dann wenigstens auch schützen damit. Das macht die Fieslinge zu Hackfleisch. Ah ne, er hat sich nicht geschützt, weil ich die Angriffe nicht richtig gut gekriegt habe. Alter! Hui, die sind aber wirklich recht stark hier, die Knirpse. Ich mach gleich was. Schaut alle her. Oh. Die haben meine Maschine kaputt gemacht. Ich bin richtig stark. Ich zeig's dir. Ja, das kennen wir auch schon. Du steckst Ultimativkraft. Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Bäh. Okay, dann machen wir das ganze Feld jetzt mal platt hier. Mit Moskitos Ultimativkraft. Also du bereust nicht, dass ich Clyde mit aufgenommen habe, weil der ist richtig stark. Für Scrambles, ihr Bastarde. Ah, so, Schluck Wasser. Moment, auf Kenny können wir nicht nochmal drauf, ne? Wobei, vielleicht sollte man das vielleicht mal. Nee, schade, geht leider nicht. Wir könnten ihn aber auch so in die Zange... Nee, ich bringe ihn lieber zum Bluter. Können diese Krallen nicht tiefer schneiden? Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Und die Attacke wieder. Okay. Du bist ein Werkzeug im Kampf für die Freiheit. Gute Nacht. Gerade mal Schlag sie für den Kuhn-Furzkiste. sehr gut, aber ich will erstmal Cartman Heiler. Mist, das kriege ich nicht hier. Moment. Heilen wir gleich. Wir gehen auf Mysterions Feld. Dann heilen wir erstmal Cartman. Ich glaube, das ist wichtiger. Cool, danke. Ja, bitteschön. Genieß dein Burrito. Ich bin dran. Okay. Ihn kriegen wir jetzt auch endlich mal zu Fasser. Hoffentlich hört die Kontrolle über die Knirpse dann auf. Er hört nicht auf. Aber er teleportiert sich jetzt woanders hin. Boah, Mann. Schlagen wir die Pupsköpfe. Pff. Bitte erleid. Also die sind, ach, ziemlich fiese Minions. Jetzt ruft er noch mehr. Ach, die Scheiße. Hier kommt die Kavallerie. Und den kennen wir auch noch, ja. Unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Die könnten wir alle... Die könnten wir beide... Nee, alle drei sogar treffen. Das ist sehr gut. Dann... Sehr schön. Dober, blöder Blödkopf. Endlich. Gut. Cartman. Tauscht die Position mit ihm. Das könnte brennen. Bringt der Kuhn sie zum Bluten, muss Moskito sich zum Essen sputen. Mann, in der Ich Pause muss denke, ich durcharbeiten. Desmol haben wir wirklich mal einen Vorteil hier. Machen wir das mal so. Wir nehmen jetzt ihn in die Dose. Er ist immer, in die Zange. Er ist immer hier er ist immer hier der Tank von der Gruppe. Captain Diabetes macht die rechtliche Zwerge platt. Den bereue ich definitiv auch nicht als Verbündete mitgenommen zu haben. Der ist sackenstark. Hab ich Pause? Ja! Boah, Mann. Schau, wie mutig ich bin. Okay, was kommt jetzt? Bezauberung oder was? Ja. Übel, aber Diabetes ist zäh. Hier kommt Tupperdose. Okay. Und Auf, zack. wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ich schließe dich in meine Gebete ein, Kuhn. Sehr gut, da kriegt ja auch permanent hier was Gleich kommt der abgezwackt. Schwarm. Und ich könnte die Knirpse fertig machen. Ich könnte aber auf alle hier losgehen. Oder ich versuche ihn mit einem Allheilmittel oder irgendwas in der Art. Extremes Gegengift. Nee. Nee, das bringt uns leider alles nichts. Verbessert das Gegengift nichts, was gegen Bezauberung hilft. Insofern mache ich doch mal den hier. Und treffe Dr. Timothy so wenigstens noch. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn.
Gut, der teleportiert sich wieder woanders hier. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Okay. Machen wir doch das mal. Wobei. Nee. Kriegen wir ihn so? Nee, so kriegt man. So kriegt man aber. Oh, cool. Ich mache mich erstmal dran, Oh, ihn das zu ist ja erwischen. cool. Was sonst, Diabetes? Gut, jetzt ist er in unserer Nähe. Jetzt setzt's was. Oh ja. Jetzt kriegen die beiden nämlich ihren Todesstoß ab. Sehr gut. Ja, das Mal fällt mir der Kampf gegen die Freedom Pals doch erheblich leichter, muss ich sagen. Ziemlich cooler Move. Sehr gut. Du hast gewonnen. Perfekt. Empathieverstärker DNA gibt es auch im Brainiac-Kostümset. Und 1,46 $. Und Stufeaufstieg gibt es auch noch mit dem epischen Artefaktplatz. Sehr geil. Haha. Perfekt, das ist richtig gut. Und? Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Aber hey, Zack Snyder hat immerhin auch Dawn of the Dead gemacht, die neue Verfilmung. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Okay. Verlebe Toolchats Hinterhalt haben wir jetzt auch gepackt. Civil War 2. Rassenakademie 1. Klasse geht zu Crunchies Microbrews. Okay. Jetzt können wir uns aber erstmal nochmal unser episches Artefakt geben. Oh, du hast deinen ersten epischen Artefaktplatz freigeschaltet. Anstelle von Boni für dein Team verleihen dir die meisten epischen Artefakte einzigartige Fähigkeiten. Rüste ein Artefakt im neuen epischen Artefaktplatz aus. Da haben wir hier Kuhn Kommando Gyro. Fördert förderliches Zappeln. Reserviert nur für Elite-Kuhn-Agenten. Schalte die Macht epischer Artefakte frei, die exotische Kampfeffekte ermöglichen. Möglicherweise werden eingesetzte Materialien nicht erstattet. Gut, bringt jeweils 1 auf Muskeln, Hirn und Mumm und 8 auf Gesundheit. Na gut, der ist ziemlich läppisch, aber was anderes haben wir gerade nicht als diesen Kuhn Kommando Gyro. Von daher schauen wir mal. Zusätzlich würde ich noch ganz gern bei der DNS gucken. Das ist neu. Diese Kopie von Dr. Timothys Empathiegenom bietet eine Mischung aus Unterstützungskraft und Schadensverstärkung und das bei minimalem Gesundheitsverlust. Nee. Das bringt uns leider... Ja, wobei es bringt uns die Kräfte um plus 20. Und zwar aller. Das bringt nur bei derer eine Kraft was und ist bei derer anderer bis auf die Muskelkraft. Ja komm, dann nehmen wir doch. Mal gucken. Oh, die ist sogar noch besser. Adrenalinüberladung. Steckt aber unsere Gesundheit wesentlich weiter runter. Aber ich mag jo ziemlich viel Power mit meiner Angriffe haben. Das ist 30 von daher. Nehmen wir doch wirklich Desto von dem Kerl. Aber unsere Gesundheit leidet doch ziemlich stark drunter. Jetzt habe ich halt die Wachmann-DNS-Nummer. Dafür haben unser Angriffer jetzt wesentlich mehr Power. Okay, soweit so gut. Perfekt. Ist es Zeit für Blitzfreak? Ja, das ist schon Sache. Wo ist dann PC Principal? Da ist er. Perfekt. Dann muss ich zum Shitipa Town erstmal. Boah, ich bin so froh, dass ich die Freedom Pals das mal ziemlich gut hingekriegt habe. Ich glaube, beim letzten Mal lag es einfach daran, dass ich erstens wohl eine falsche Verbündete noch mit dabei gehabt habe. Und zweitens lag es wahrscheinlich auch noch mit dran, dass ich nicht so besonders optimal für den Kampf ausgerüstet war. Desmal war es eigentlich schon recht ordentlich, denke ich, wie ich ausgerüstet war. So, dann gehen wir mal dort hier und gucken, was als nächstes kommt von PC Principal. Nachdem wir jetzt auch seine Mikroaggressionsdinger bewältigt haben. Du hast Potenzial. Schön, dass du in der Stadt bist. Reden wir jetzt über deinen ethnischen Hintergrund.
Finden wir mal raus, was genau du bist. Amerikanischer Ureinwohner, Asiate, Hispano, Latino, Pazifikinselbewohner, Schwarz-Weiß. Weiß ist irgendwie langweilig. Ich nehme amerikanischer Ureinwohner. Ja, ich nehme amerikanischer Ureinwohner. Ethnie, Albanier, Amerikaner, amerikanischer Ureinwohner, Araber, Armenier, Bulgare, Chinese, Däne, Estonier, Ire, Italiener, Japaner, Kroate, Punjabi, Russe, Schotte, Serbe, Skandinavier, Slowake, Thailänder, Tibetaner, Tscheche, Türke, Vietnameser. Ich finde es eigentlich recht witzig, wenn ich jetzt sage, ich wäre ein Punjabi. Mit der Herkunft kannst du kein amerikanischer Ureinwohner sein. Nicht? Finden wir mal raus, was genau du bist. Okay, noch einmal. Amerikanischer Ureinwohner. Amerikanischer Herkunft Ureinwohner. und Ethnie sind was völlig Verschiedenes. Okay. Ja, machen wir mal unsere Hautfarbe noch ein bisschen dunkler. Schön, eine Reise mit vielen prachtvollen Eindrücken. Ethnie, amerikanischer Ureinwohner. Ah, ja. Epischer Platz. Ja, den hatte ich aber schon. So nebenbei. Asexueller Cisgender Junge. Das war doch nicht schwer. Da du dich jetzt selbst einordnen kannst, kannst du besser Leute bestrafen, die andere nicht korrekt einordnen. Gut, dass ich jetzt mehr über dich weiß. Jetzt gehen ein paar Ärsche aufreißen. Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Eine andere Ethnie Finden wir wählen. mal raus, was genau du bist. Nö, ich bin zufrieden. Amerikanischer Ureinwohner. Und kann ich doch auch Araber sein, oder? Kann ich ja Chinese sein? Mit der Herkunft kannst du kein amerikanischer Ureinwohner sein. Na gut. Finden wir mal raus, was genau du bist. mal Amerikanischer Zucker. Ureinwohner. Geht es auch mit Ihrer? Mit der Herkunft kannst du Na kein gut. amerikanischer Ureinwohner sein. Dann halt nicht. Dann bleiben wir so, wie es ist. Und die Schwierigkeit haben wir auch noch ein bisschen höher gestellt. So. Okay. Das hat man jetzt auch geklärt. Achtung, Kuhn-Freunde. Wir haben alle Infos und sind für die nächste Mission bereit. Alle sofort ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Na gut. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich mal Ethnie gebraucht haben. Und jetzt kommt, wir brauchen ein Werkzeug. Kehre zum Kuhn-Versteck zurück. Gerade mal gucken, ob ich mal Verbündete hier, Toolshed auswählen kann. Eventuell statt Kuhn. Nee. Oh, das sind aber noch jede Menge Verbündete freischaltbar. Na gut, dann gehen wir doch erstmal zum Kuhn-Versteck wieder zurück. Alter, die Musik. Warte mal. Wo latsche ich dann gerade entlang? Ah ja. So, bei Jimbos Guns ist er hier. Er ist einfach total ignorant daneben gelatscht. Jetzt noch einmal. Wohin des Wegs? Okay, jetzt gehen wir wieder zum Kuhn-Versteck zurück. Rechtschaffen. Zip. Ein cisgender-amerikanischer Ureinwohner mit der Machtquelle Arsch. Das ist schon ziemlich daneben alles, würde ich sagen. Das ist schon ein ziemlicher Epic Fail alles. Ach Gott. Na gut, jetzt habe ich auch die Schwierigkeitsstufe aufgrund von meiner Hautfarbe erhöht. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ach ja, ach ja. Je dunkler man ist, desto schwieriger ist es jo. Das ist so fertig, das ist so immens fertig. Schnell. Und jetzt. Na, endlich, da bist du ja. Setz dich, Arschlott. Okay, Leute. Classy hat Arschlott verraten, dass unsere nächste Spur zum New Storage führt. Wir müssen dort heute Nacht einsteigen. Okay, cool. Warum denn, Moskito? Weil der Eingang vom New Storage komplett aus Lava besteht. Der ganze scheiß Eingang ist Lava? Fuck. Es muss einen Weg vorbeigeben. Gibt es auch. Toolshed. Toolshed? Was hat der Eselficker damit zu tun? Toolshed hat auch ein Gerät zum Lava beseitigen. Das ist eine seiner Superkräfte. Hey, und Toolshed hat gesagt, er schuldet Wunderarschen Gefallen. Dann bist du wohl schon wieder nützlich, Arschlord. Super Great, schreib eine anonyme Mail an Toolshed. Schreib, der Neue möchte seinen Gefallen einfordern. Alle anderen gehen nach Hause ins Bett. Wir treffen uns heute Nacht an New Storage. Alle ab ins Bett! Nachteinsatz für die Kuhnfreunde. Geh nach Hause, Arschlord. Wenn alles nach Plan läuft, trifft sich Toolshed später mit dir. Sei vorsichtig. Er ist ein verlogener, dreckiger Dreckskerl. Kostüm ablegen. Ja, komm, machen wir erstmal.
Und... Moment, so. Ich sollte es auch in die richtige Richtung drehen. So, wupp. Und wir sind wieder inkognito. Geh nach Hause zurück, geh in dein Haus. Hab gehört, wie du mit Humankind auf dem Rücken rumgesegelt bist. Ziemlich schwul. So, Dilla. Aber dann mag ich mich noch mal ein klein bisschen überarbeiten. Wie können wir uns dann nochmal überarbeiten? Unter Kostüme? Ah, nee, egal. Komm, so what? Wir sehen schon aus wie ein amerikanischer Ureinwohner. Irgendwie. Wir bräuchten jetzt nur noch schwarze Haare. Wir stürmen heute Nacht das Versteck von Professor Chaos, Wunderarsch. Geheim und schleich dich raus, wenn es dunkel ist. Das Recht habe ich wieder nicht lesen können. Naja, so what? Ich werde sagen, das ist eine Sache für den Yankee von morgen. Und an der Stelle wird jetzt erst nochmal kräftig gespeichert. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig, wo wir uns dann die Nachtmission erneut stellen werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.